Flug im Kampfjet. Auto Selsamgency. Der Auto Selsamgency hatte Gelegenheit, bei einem Kampfjet der British Navy mit Überschallgeschwindigkeit in über 35.000 Feet Höhe mitzufliegen und hat selbst die Filmbilder aus dem Jet während des Überschallfluges gedreht. Die meisten Nicht-Hubkurventriebwerke beruhen auf dem Prinzip des Düsenantriebs. Dazu gehören das Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk, das Staustrahltriebwerk und das Raketentriebwerk. Das Turbinen-Luftstrahltriebwerk und seine Unterarten, das Doppelstromtriebwerk und das Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk, sind Turbinentriebwerke, bei denen die Luft, die in den Saugstutzen des Triebwerkes eintritt, zunächst in einem Kompressor verdichtet wird. Dann wird Treibstoff hinzugegeben, der mit dem Luftsauerstoff verbrennt, wodurch Gastemperatur und Volumen erhöht werden. Danach werden die Hochdruckgase durch eine Turbine geleitet, die die drehbaren Bauteile des Triebwerkes antreibt. Beim Turbinen-Luftstrahltriebwerk erfolgt nur eine teilweise Ausdehnung und das Restgas, das jetzt unter mittlerem Druck steht, wird durch die Entspannung durch eine Düse an der Rückseite beschleunigt und erzeugt so eine hohe Abfluggeschwindigkeit und mit dieser den gewünschten Schub. Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerke und Doppelstromtriebwerke saugen den größten Teil der Gasenergie in der Turbine ab, dabei ist der Reststrahlschub von nachrangiger Bedeutung. Bei mittelgroßen Flugzeugen mit Geschwindigkeiten von etwa 480 bis 640 km pro Stunde sind die Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerke effektiv. Bei Unterschallgeschwindigkeiten ist dem Doppelstromtriebwerk der Vorzug zu geben. Doppelstromtriebwerke verbrauchen weniger Treibstoff und sind leiser als Turbinen-Luftstrahltriebwerke. Bei Überschallgeschwindigkeiten ist die Ausströmgeschwindigkeit des Turbinenstrahltriebwerkes jedoch von entscheidender Bedeutung. Das Staustrahltriebwerk ist ein Düsentriebwerk, bei dem die Luftverdichtung, die für die Verbrennung notwendig ist, allein aus der Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung erzielt wird. Wie beim Turbinenstrahltriebwerk wird die Gesamtleistung in Form des Strahlschubs der ausgestoßenen Gase abgegeben. Obwohl das Staustrahltriebwerk für bemannte Flugzeuge verwendet werden kann, ist sein derzeitiger Treibstoffverbrauch so untragbar hoch, dass es nur bei Lenkraketen angewendet wird.